Hey, wunderschönen guten Abend zu unserem Gebetsabend. Wir starten gerade pünktlich wie immer und wir sind der Schweizer um 7 Uhr. Wir sprechen auf Hochdeutsch. Wir haben viele Leute aus Österreich dabei, aus der Schweiz, Deutschland und natürlich auch unser 50er-Setting hier. Leute live dabei. Ist auch mega speziell, gell? Wir schauen in die Kamera und hinter uns von links und rechts sind auch Menschen, oder? Ja, genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. So cool seid ihr alle dabei, online oder auch hier live in unserem Setting. Wir haben heute einen Gebetsabend. Wir beten immer mal wieder. Wir haben auch Worship. Und für dich zu Hause ist es natürlich super angenehm. Du kannst dich voll reingeben in die Worship und kräftig mitsingen hier drinnen. Ihr habt alle schön die Masken an. Ihr könnt den Text ja auch aussprechen. Auch das hat eine große Kraft, wenn man so einen Worship-Song einfach mal spricht, anstatt singt. Wir werden im Lauf dieser Stunde dann einen Weg finden, um uns auch ohne Gesang auszudrücken. Ich möchte gerade zum Anfang beten mit einem Gebet, weil ich finde es mega wichtig, wir haben eine Stunde Zeit, um zusammen Gott zu erleben. Wir werden Gott erleben, das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte einfach am Anfang so meine Glaubenshaltung Gott hinhalten und ich erwarte von heute Abend wirklich, dass Gott etwas bewegt in meinem Leben und in deinem Leben und bei dir, Susanne, natürlich auch. Das ist mir auch wichtig. Wenn sie ist gesegnet, dann bin ich auch gesegnet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Abend, für das Live-Setting hier und auch das Online. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass du, Heiliger Geist, heute Abend Wunder bewirkst, Durchbrüche schenkst, dass du auch zu mir sprichst, dass ich heute Abend auch deine Stimme so ganz echt und erfrischend und real hören werde. Und ich werde heute aus dieser Stunde stärker rausgehen, als ich hineingegangen bin, weil du bist ein Gott der Wunder. Du bist der gleiche gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Und was mich immer wieder beeindruckt, himmlischer Vater, ist einfach, dass du Zeit hast. Dass du jetzt Zeit hast für mich, für meine Anliegen und dass du Zeit hast für eine ganz persönliche Begegnung. Egal, ob ich online zuschaue oder ob ich hier live vor Ort bin, du bist der Gleiche und du hast Zeit für mich. Vielen Dank. Der Abend läuft so ab, wir werden ein paar Gedanken reingeben, dann werden wir zusammen worshipen, werden sehr, sehr interaktive Sachen machen und auch für das 50er-Setting ist mir mega wichtig, wenn auch uns von hinten anschaut, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Lehnt euch rein, seid aktiv dabei und auch online. Und wir werden mit einem Worship-Lied starten und zu Hause kannst du singen, hier im 50er-Setting. Kannst du dich einfach ausstrecken Genau. zu unserem Gott im Himmel? Also starten wir mit einem Worship-Song. Du kannst aufstehen, dich ausstrecken, fühl dich frei. Einfach, es geht darum, dass du Gott begegnest. You are here, you're moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
worship you. You are here. You're mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. And that is who you are. And that is who you are. 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 And even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Heute Abend ist das Thema Vision. Ihr könnt gerne stehen bleiben hier. Vision ist ein großes Thema. Es geht darum, nicht meine Vision, sondern Gott hat eine Vision für unser Leben. Und Susanne, du hast ein Bild mitgebracht, das uns ein bisschen hilft mit dem Eisberg. Ja, das Bild wird eingeblendet. Ich finde es faszinierend, wenn es um Vision geht, ist es eigentlich wie beim Eisberg. Was man sieht, ist nur die Spitze, aber was es viel größer hat, ist das, was unten ist. Und genau das hat mit Vision zu tun. Was wir sehen mit unserem natürlichen Auge, ist für mich das, was die Spitze vom Eisberg ist. Aber was Gott in unserem Leben sieht und was er für Möglichkeiten hat mit uns und durch uns, das ist eigentlich viel der größere Teil. Das ist das, was unten am Eisberg ist. Und dieses Bild hilft mir, wenn es heute Abend um Vision geht. Genau, die Substanz unten ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte jetzt einfach einladen, dass wir unsere Hände ausstrecken. Es ist ein Gebetsabend, ich möchte das ganz interaktiv machen. Und das ist so ein Statement. Ich möchte nicht meine eigene Vision verfolgen, weil an dem Tag, wo ich gläubig geworden bin, habe ich meinen Willen abgelegt und meinen alten Leo auch. Und ich habe gesagt, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Vision ist ein mega großes Thema, aber ich möchte heute meine Hände ausstrecken, um ein Statement zu machen. Meine Hände sind leer. Und ich möchte, dass du mir, Gott, heute Abend einen Auftrag gibst, mich beauftragst in all diesen Themen. Und wenn wir die Hände ausstrecken, möchte ich ganz bewusst den Geist Gottes einladen. Susanne, bete mit uns, dass auch der Geist Gottes eine ganz krassen Dimension auf uns fällt. Und Heiliger Geist, hier sind wir. Und ich danke dir, dass wir heute Abend, ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken. Und Heiliger Geist, hier bin ich, komm, sprich du zu mir, erfülle mich neu und offenbare du deine Gedanken, weil es heißt im Jeremia, wenn du zu mir rufst, dann werde ich antworten und die große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Und genau in dieser Haltung öffnen wir unsere Gedanken heute Abend für deine Gedanken, Heiliger Geist. Wenn wir unsere einfachen Hände ausgestreckt haben, wir stehen oder wir sitzen, wie auch immer dein Setting ist, dann bitte ich dich, Jesus, ich lade alles ab, was mich beschäftigt oder beschäftigt hat vom letzten Jahr. Vielleicht auch Dinge, die ich mir anders vorgestellt habe, wo ich vielleicht irgendwie so, ich hatte eine Monstervision, die war so kristallklar, aber es kam vieles anders. Und ich lege alle diese Dinge auch nieder und weg. Und du hast durchgeschüttelt, die ganze Welt, damit Sauerstoff wieder reinkommen kann. Und ich lege alle diese Dinge weg, wo ich enttäuscht bin oder vielleicht auch mir Dinge anders vorgestellt habe. Du bist mein Gott und ich bin dein Sohn, deine Tochter. Du bist mein Hirte.
Du bist mein Töpfer, du bist mein Weinstock. Und ich schiebe das alles auf die Seite. Da, wo ich diese Wege nicht verstehe und einfach auch vielleicht ein Wort von dir bekommen habe. Und es ist einfach nicht so eingetroffen, wie ich mir das vorstelle. Und ich lebe in dieser Spannung zwischen dem, was ich gehört habe und was ich erlebe. Und darum mache ich meine Hände wieder ganz frei als ein Statement, Heiliger Geist. Ohne dich kann ich ja sowieso nichts tun. Ohne dich kann ich auch eine Vision aufschreiben, aber ich kann sie nicht selber auf den Boden bringen. Und während wir hier stehen, bitten wir einfach den Geist Gottes, uns nochmals neu zu erfüllen, uns neu zu erfrischen. Es ist wie so an der Stiftshütte, wenn der Priester einmal pro Tag die Leuchter, das Öl ausgeleert hatte. Aber bei diesem Licht entsteht ja Ruß und es wird dreckig und hat das ausgewaschen, gereinigt, neues Öl rein, neuen Docht hineingesteckt. Und ich liebe dieses Bild, ein Statement, dass wir in diesem Jahr, das letzte Jahr auskippen, es reinigen, den Docht hineinstecken und sagen, Geist Gottes, brenne nochmals ganz frisch in mir. Und während du einfach da stehst und deine Augen vielleicht geschlossen hältst, dann mach dir bewusst, ich leere mein letztes Jahr aus, ich reinige es mit Jesus, kommt neues Öl rein, einen neuen Docht und so entsteht eine Vision, die ist frisch, die ist lebendig, sie ist nicht abgestanden, sie ist auch nicht enttäuscht oder erschüttert, sondern sie ist mit Vision und Frische kombiniert. Und ich sehe in meiner Vorstellung und ich liebe das, dass Gott in unsere Fantasie braucht und das als Fahrzeug braucht, um seine Botschaft zu vermitteln. Und ich sehe einfach, wie jede Person hier drinnen und auch online, wenn du zuschaust, dass wir so ein goldenes Kuvert in der Hand halten. Jede Person hat ein goldenes Kuvert und da drin steht, was Gott auf dem Herzen hat. Und genau das möchten wir heute Abend einfach miteinander lesen, in dieser Stunde, in dieser Gebetszeit. Einfach lesen, was da drinnen steht. Und zur Ermutigung möchte ich dir Apostelgeschichte 2, Vers 17 und 18 lesen, weil da heißt, das beschreibt, dass jeder von uns einfach diese Vision ergreifen kann. Und es heißt da, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Und es ist wie wenn du jetzt das goldene Kuvert aufmachst, den goldenen Briefumschlag aufmachst und du ziehst das Blatt heraus und du hast das Gefühl, da steht ja nichts drauf. Aber weil wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind, werden sich Buchstaben, werden sich Bilder, werden sich Dinge auf diesem Blatt Papier, das du in deiner Vorstellung jetzt herausgenommen hast, wird plötzlich sichtbar werden. Und du wirst eine Vision bekommen für dein Leben, für ganz verschiedene Bereiche, wo wir jetzt durchbeten. Also ich habe euch eingeladen, die Hände auszustrecken. Du kannst es immer noch gerne machen. Wir werden einen Song singen, was heißt, wir werden den Heiligen Geist ganz bewusst einladen. Und wenn du Dinge hast vom letzten Jahr, wo du merkst, das hat dich belastet, kannst du einfach das im Song so deine Hand umdrehen als ein Statement, ich kippe es, ich lasse los. Also dieser Song ist auch ein Statement, um gewisse Dinge loszulassen. Du kennst deine Themen, du kennst die Dinge, die du loslassen möchtest und dann kannst du deine Hände ausstrecken und sagen, Geist Gottes, I'm so ready, ich bin so bereit für dieses Jahr, aber ich möchte heute Abend eine Vision empfangen von diesem Gott im Himmel. Auch im 50er-Setting einfach, du merkst, du möchtest umkippen, einfach, das ist das Bild von jetzt. I will never come close, nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord.
tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. So, ich habe mir das vorgestellt, dass der Geist Gottes von meinem Kopf bis zu meiner Zehenspitze runterfließt. Das habe ich mir so vorgestellt. Ich habe gemerkt, ich brauche jeden Bereich von meinem Leben, brauche ich diesen Geist Gottes. Ja, wenn es heute um Vision geht, um Vision für unser Leben in verschiedenen Bereichen, in unseren 5 Bereichen, die wir im ICF als Next Step Bereiche kennen, wo wir nächste Schritte gehen wollen, dann motiviert mich folgender Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18, und den möchte ich uns vorlesen. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Das ist das, was wir erwarten, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und wenn wir nächste Schritte gehen, auch heute Abend uns Gedanken darüber machen, dann mit dem einen Ziel, dass wir diesem Gott im Himmel immer ähnlicher werden, dass wir sein Licht immer besser einfangen können und einfach wieder abgeben an unser Umfeld, ohne dass die Scheiben matt sind oder verrußt oder so, stelle ich mir das vor. Bei der Vision ist ja so, Gott gibt dir ein Mandat, also eine Sache, wo du merkst, es ist ein bisschen ein Schwergewicht, also man hat ja nicht, für jeden Bereich kann man Full Gas geben. Gott gibt immer so eine Sache, ein Mandat für ein Jahr. Zum Beispiel übernimm Verantwortung in deiner Familie. Aber dann gibt es aber auch viele andere Bereiche, wie zum Beispiel Gesundheit oder Finanzen und so weiter und so fort. Und es ist mega wichtig, dass man immer das ganze Leben als einen Bereich anschaut, als eine Balance. Aber eine Sache ist so ein Mandat, wo Gott so einen Schwerpunkt gibt, und alle anderen Dinge darf man auch nicht dabei vergessen, oder? So ist Glauben, lass uns mit Glauben beginnen. Das ist der erste Gedanke. Glauben bedeutet, dass wir von Gott hören wollen, was ist mein Schritt in diesem Jahr in Bezug auf Glauben. Ja, was will ich sein? Was möchte ich im 2021 tun, damit ich Jesus ähnlicher werde? Oder was möchte ich haben? Oder warum will ich es? Also, was für Schritte möchtest du im Glauben gehen? Und ja, nimm dir einen Moment Zeit. Komm in deine Beziehung mit Gott hinein. Stelle dir das vor. Wie sieht deine Beziehung mit Gott aus? Bist du zufrieden? Oder wünschst du dir mehr? Wünschst du dir vielleicht, dass du Gott näher kommst? Dass du mehr Zeit dafür hast? Ja, und dann mein Bibellesen, mein Beten. Also wie ist meine Freundschaft zu Gott? Das ist meine Frage auch an euch. Also wie ist der Glaube?
Gibt es da einen Punkt, wo du merkst, Gott gibt dir eine Vision für dieses Jahr, wie ich den Glauben stärken kann? Ich lade euch ein, ganz kurz eure Augen zu schließen, auch online und auch live, weil das hilft mir, mich so zu konzentrieren, was Gott mir sagen möchte. Also wie sieht mein Glaube aus? Wie ist mein Bibellesen, meine Freundschaft zu Jesus, mein Evangelisieren? Was ist der Bereich in meinem Glaubensleben, wo Gott mir in diesem Jahr eine Vision gibt, wo ich Dinge vergrößern kann? Es kann ganz praktische Dinge sein. Vielleicht, dass du merkst, während ich Kaffee trinke, könnte ich ja auch die Bibel lesen. Oder während ich den Kaffee trinke, könnte ich auch die Bibel vorlesen lassen, für die ich gerne lesen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber lass uns jetzt einfach beten, dass der Geist Gottes dir, was das Glaubensleben angeht, für dieses Jahr eine Vision gibt, wie du den Glauben vergrößern kannst. Einen Schritt Jesus ähnlicher werden kannst. Es gibt so viele Optionen. Lass uns auch kreativ denken. Bibellesen ist nicht einfach, ich habe gelesen, sondern wie kann ich das kreativ lesen? Wie kann ich kreativ beten? Wie kann ich meine Jüngerschaft kreativ leben? Und während wir die Augen geschlossen haben, frage ich auf den Heiligen Geist auch wieder, weil er ist der Ratgeber. Ich finde das mega cool. Er ist mein Lehrer. Er kam an der Stelle von Jesus auf die Erde, um uns zu leiten, zu führen, auszurüsten, zu ermutigen, zu ermahnen. Und während du jetzt dein Glaubensleben anschaust, was könnte in diesem Jahr hinzugefügt werden, dass es stärker wird? Ja. Dass sich beflügelt, Energie gibt. Lass uns so einen Moment jetzt einfach ruhig sein, weil der Geist Gottes spricht, wenn wir ihm diesen Raum geben. Du kannst auch dein Smartphone nach vorne holen, um Gedanken reinzuschreiben, ein Blatt Papier. Du kannst auch an die Wand schreiben zu Hause, wie auch immer. Und was mir dabei hilft, ist, wenn ich die Augen schließe und einfach ruhig bin, dann finde ich das manchmal recht schwierig, dass ich da was höre, weil die Gedanken sind halt noch irgendwo. Und was mir hilft, ist einfach mir vorzustellen, dass Jesus mir jetzt gegenüber sitzt. Vielleicht trinke ich einen Kaffee mit ihm, vielleicht sitze ich an einem Tisch mit ihm. Und ich möchte dir einfach ganz langsam, so ein bisschen meditativ das Bruder Klaus-Gebet vorbeten, damit du mit deinen Gedanken, wenn das dir eine Hilfe ist, einfach dich da in dieses Gebet mit einschließen kannst, weil es gibt Dinge, die mich hindern zu Gott, es gibt Dinge, die meine Beziehung zu Gott fördern. Und während ich das bete, lass dich einfach inspirieren und erwarte, dass der Heilige Geist einfach Dinge anspricht in deinem Leben. Und ich stehe dir gegenüber, ich sitze dir gegenüber, mein Herr und mein Gott. Und ich sage dir, mein Herzenswunsch ist, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Öffne mir die Augen, dass ich sehe, was zwischen mir und dir steht, wo du sagst, hey, das könntest du entfernen, dann hast du mehr Platz für mich in diesem Jahr. Öffne meine Herzensaugen, himmlischer Vater. Ja, ich meine es so, auch wenn es ein bisschen stark tönt, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Und ich schaue dir wieder in die Augen, sage, mein Herr und mein Gott. Nimm nicht nur weg von mir, was mich hindert, sondern gib mir das, öffne mir die Augen für Zugänge, die du mir schenken möchtest, damit ich dir einfacher und persönlicher begegnen kann.
Gib mir Dinge, öffne mir meine Herzensaugen, dass ich die Dinge sehe, die mich näher zu dir bringen, die den Hunger in mir nach dir mehr wecken, die den Hunger wecken, dass ich Zeit mit dir verbringen möchte. Öffne meine Augen, zeig mir Schritte, die ich ganz konkret tun kann. Gib mir alles, was mich führt zu dir. Und wenn wir dieses Gebet beten, ist es so eine Ansage in dem Sinn, dass ich mit meinem ganzen Leben, alles was ich habe, von Gott bekommen habe, alles ihm dienen möchte, auch was den Glauben angeht. Für mich gab es so einen Bibelvers, der wurde mir so in der Lockdown- oder Slowdown-Krise von Corona bewusst. Die Freude an Gott ist meine Stärke. Diesen Vers kann man schon lesen, wenn es gut läuft. Aber in der Corona-Krise habe ich gemerkt, das funktioniert. Es ist am Ende vom Tag, wenn Gott uns alles wegnehmen würde, was dann bleibt am Ende vom Tag, ist mein Jesus. Der war schon am Anfang das Wichtigste, ist wieder das Wichtigste. Und ich habe gemerkt, die Freude an Gott ist und bleibt meine Stärke. Und ich habe gemerkt, diesen Satz ist mein Satz, was der Glaube angeht in diesem Jahr. Es kann ein Bibelvers sein, der den Glauben dich beflügelt. Es kann ein prophetisches Wort sein, das den Glauben beflügelt. Es kann eine Verheißung sein, die über dein Leben ausgesprochen wurde, das du vergessen hast und merkst plötzlich, oh wow, das hat Gott mir ausgesagt. Darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie kann mein Glauben wachsen. Es kann ein Vers sein, eine Prophetie, eine Ermutigung, etwas, was vor Jahren ausgesprochen wurde und es wird jetzt wieder bewusst, das hat der Gott in mir zugesagt. Darum schreibe es auf, jetzt in dein Smartphone, in dein Buch, in dein Herzen, was auch immer. Wie kann ich in diesem Jahr in meinem Glaubensleben wachsen? Wie gesagt, bei mir ist es ein Bibelvers. Nicht etwas, was ich mir tue, sondern ich sage mir jeden Tag auf, wenn ich aufstehe, Herr Leo, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Egal was kommt, egal was kommen wird, was gewesen ist. Und das beflügelt mich, in den Tag hineinzugehen mit Glauben, mit Mut und auch Substanz. Bei mir ist es ein Bibelvers. Bei dir, Susanne? Ich habe mir gerade überlegt, ob ich zum Beispiel mal diese Woche lang einfach das Bruder Klaus-Gebet jeden Tag durchbete, durchmeditiere, bis ich es spüre, weil ich habe gemerkt, wenn ich es einmal lese, dann habe ich es gehört, aber ich fühle es noch nicht, es lebt noch nicht in mir und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was ich tun könnte. Genau, es ist bei jeder Person was anderes und ich finde es eben mega cool, wenn ich das Mikrofon rundherum geben würde oder auch online. Wir hätten 100 verschiedene Ideen, was der Geist Gottes gesprochen hat und das finde ich so krass. Er ist so persönlich, so individuell. Und was immer jetzt Gott auch gesprochen hat, ist es wichtig, dass man es aufschreibt. Wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt. Schreibt man es nicht auf, dann ist das morgen schon vergessen, weil dann kommt schon wieder die nächste Corona-Regel raus, die wir aufschreiben müssen. Darum, wer schreibt, der bleibt. Und lass uns jetzt einfach nach diesem Glaubenspunkt nochmals in einen Worship-Song gehen. Du kannst einfach, Worship ist ja nichts anderes als Gott mit Liedern Komplimente auszusprechen. Und es ist ja nicht, dass Gott das nicht weiß, dass er gut ist, sondern ich mache mir bewusst, er ist wirklich gut. Das Worship hat oft noch mehr zu tun mit mir, dass ich mir bewusst bin, doch, ich habe einen Gott im Himmel, der ist einfach souverän. Also lass uns, was jetzt Gott zu dir gesprochen hat, du hast es aufgeschrieben, nimm das und worshipe mit diesem Punkt jetzt deinen Gott an. Love of God, oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I don't deserve it, still you give yourself away. Overwhelming
myself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Ich muss sagen, ich liebe es, ehrlich gesagt, einfach so ein Jahr zu starten mit Menschen online, wo man einfach sagt, wir sind vom gleichen Boot, wir lieben Jesus, wir lieben den Gott im Himmel. Wir nehmen uns einfach Zeit am Anfang vom Jahr, von Gott eine Vision zu bekommen für das Glaubensleben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Beziehungen, wo wir auf Gott hören möchten. Wie können wir in den Beziehungen, die Gott uns anvertraut hat, auch vielleicht Dinge auch entwickeln? Ich denke, Beziehung ist ein Riesenthema, oder? Ja, stell dir mal vor, was für eine Chance, dass wir heute Abend einen Moment Zeit haben, um zu schauen, ey, wer ist eigentlich um mich herum? Wer ist mein Umfeld? Und wie möchte ich auf diese Menschen wirken? Was möchte ich sein? Was möchte ich tun? Und was möchte ich ändern? Und warum will ich etwas ändern? Warum wäre es nötig, etwas zu ändern? Und wie wertvoll, dass wir aus dieser Beziehung mit Gott, der seine ganze Liebe in mich hineingegossen hat, in dich hineingegossen hat, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Kraft in uns, einfach uns jetzt Gedanken machen können, ey, wie sind überhaupt meine Beziehungen? Wie ist mein Verhältnis zu meinen Eltern, zu meiner Mutter, zu meinem Vater, zu meinem Partner, zu meinem Ehemann, zu meiner Ehefrau, zu den Kindern, zu Nachbarn? Wie sind meine Beziehungen? Ich möchte euch mega motivieren. Ich hatte letztes Jahr auch diese 5 Punkte durchgebetet. Also das ist für mich nicht etwas Neues, aber es ist immer wieder neu, dass Gott Dinge hinzufügt. Und letztes Jahr hatte ich dann das Gefühl gehabt, ich muss auf den Jakobsweg gehen. Und das ist ein bisschen so ein Running Gag in unserer Familie. Heute wir gingen spazieren, 2 Stunden, und dann sagen die Kinder, und was lässig, hat Spaß gemacht, oder? In anderen Worten sage ich, ja, das ist die falsche Frage. Es tut unserer Ehe gut. Und es ist nicht immer nur so, dass man Dinge macht, die Spaß machen, es tut unserer Ehe gut. Und es ist entstanden auch aus einer Gebetszeit. Darum, wenn wir jetzt beten für Beziehungen, du hast es schon aufgelistet, sind ganz verschiedene Settings, wo wir drin sind. Aber das sagt der Heilige Geist auch, fragen, was für Action Step könnte es geben, wie ich vielleicht meine Ehe, meine Small Group, die Church, die in der Firma, Patenvater, Patermutter, Patenmutter, sagt man dann, Götti in der Schweiz, Patendings, ja, das. Patentante und Patenonkel. Wow, genau. Wie man das auf Vordermann bringen könnte, und Susanne, wir haben uns entschieden, auch das hörende Gebet zu machen. Leite uns in das hörende Gebet. Es geht um das Beziehungsnetz, wo wir drin sind, dass Gott uns da eine Vision gibt, wie wir unsere Freundschaften in ein neues Level katapultieren werden. Genau, beim hörenden Gebet schließe ich die Augen, das kannst du vielleicht genauso tun. Ich habe ein leeres Blatt Papier vor mir, vielleicht physisch, vielleicht auch nur in meinen Vorstellungen, und ich bin einfach ruhig. Ich nehme mir nicht vor, dass ich irgendetwas höre, dass ich irgendetwas sehe, sondern ich lasse mich beschenken. Und Heiliger Geist, danke, bist du da, und danke, dass du jetzt jedem Einzelnen einfach so einen Blitzgedanke schenkst, eine Erleuchtung, eine Erkenntnis über die Beziehungen, wo jeder Einzelne drin steht. Und wir hören und wir sind still vor dir. Ich
Ich liebe den Satz, was in der Offenbarung steht, höre, was der Geist Gottes seiner Gemeinde sagen möchte. Und wir sind ja seine Gemeinde, du bist der Tempel Gottes. Und Gott spricht, wie wir gewisse Dinge einfach nach vorne bringen können. Manchmal müssen wir, sagt der Geist Gottes, wir sollten etwas tun und manchmal sollten wir etwas stoppen. Ist manchmal auch beides. Beziehungen sind umkämpft, weil der Teufel weiß, wenn zwei Menschen zusammen eins sind und sie beten zusammen, dann erhört Gott ihr Gebet. Und darum sind auch Freundschaften, Beziehungen so angefochten, weil der Feind weiß, wenn ich das zerstören kann, eine Einheit zerstören kann, dann verliert es die Macht, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und wenn du jetzt auch hörst, möchte ich euch mitnehmen in so ein Wellengebet für die Beziehungen, wo wir drin sind. Wenn du jetzt online bist und auch live in diesem 50er Setting, sag erstens Danke für deine Eltern. Sprech ein Gebet für deine Eltern. Sie mögen nicht perfekt sein, aber alleine der Grund, dass Gott sie gebraucht hat, dich auf die Welt zu bringen, ist Dank genug. Und jetzt sagen wir Danke für unsere Geschwister, für deine Brüder und Schwestern. Vielleicht bist du auch alleine aufgewachsen. Dann bete für dein Gespänli, das du hattest. Einfach lass uns Danke sagen. Segne sie. Wünsch ihnen, dass sie nahe am Herzen Gottes sind. Jetzt beten wir für unsere Freunde und Freundinnen, die Gott uns anvertraut hat, die unser Leben bereichern, die so Farbe, so Gewürze in unser Leben reinbringen. Segne sie. Sag Gott Danke. Es ist so, gewisse Menschen kommen in das Leben und gehen auch wieder, auch bei den Freundschaften. Es gibt gewisse Freundschaften, die gehen zu Ende. Die waren für eine Season. Aber segne sie. Und das Spannende ist ja, wenn wir so das Wellengebet machen und immer einen Kreis weiter nach außen gehen vom Verwandtschaftsgrad her, da kommst du auf Menschen und plötzlich merkst du, oh, irgendwie, da fällt dir vielleicht Danke zu sagen etwas schwieriger. Und vielleicht ist das genau der Punkt, wo Jesus seinen Finger draufsteckt und sagt, hey, sprich mit mir darüber. Was löst es aus? Warum hast du gerade keine positiven Gefühle, wenn du für die und die Person Danke sagen sollst? Und so spricht der Heilige Geist. Und jetzt sag Danke für Menschen, die dich leiten. Das kann dein Chef sein, also in einer Firma. Das kann dein Small Group Leiter, Frau, Mann sein, dein Pastor. Einfach segne diese Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, die dein Leben auch wie leiten. Leiterschaft ist ja etwas Positives, gut ausgelebt. Aber sag einfach Danke für die Menschen, die die Verantwortung übernommen haben, ihr Zeit investieren, sich auch verletzlich machen bei gewissen Entscheidungen.
jetzt möchte ich bitten, segne die Menschen, und das ist jetzt ein schwieriges Gebet, die dich vielleicht verletzt haben, enttäuscht haben, missbraucht haben, beleidigt haben. Jesus hat gesagt, betet für die Feinde. Hat Jesus am Kreuz auch gemacht. Das ist einer der schwierigsten Gebete, weil wir denken, die haben es gar nicht verdient. Aber wir haben die Gnade von Gott auch nicht verdient. Wir alle sind Sünder, wir alle sind Sünderinnen, wir alle brauchen die Gnade Gottes. Und vielleicht kommt es nicht von Herzen, aber dann immerhin, wenn man beginnt, das auszusprechen, es bewegt etwas in deiner Seele, in deinem Geist und auch in deinem Herzen. Menschen, die dir letztes Jahr wirklich das Leben schwer gemacht haben, sag einfach Gott, segne sie. Segne sie. Wir möchten zum dritten Bereich kommen, wo wir auch eine Vision von Gott empfangen. Wir werden das sehr, sehr kreativ machen. Das ist die Arbeit. Wir wollen Gott fragen, was kann ich an meiner Arbeit optimieren? Was ist die Vision von Gott an deiner Arbeit? Du hast so ein Blatt Papier bekommen hier im 50er-Setting. Zu Hause kannst du ein Smartphone holen oder Block Papier. Susanne, erklär uns ganz kurz, wie wir mit Arbeit und dieses Blatt auf Gott hören können. Du hast etwas sehr Kreatives vorbereitet. Genau, ich liebe es, einen Dialog mit Gott zu schreiben. Und zwar geht es folgendermaßen. Du hast eine Frage, vielleicht in Bezug auf deine Arbeit, also nicht vielleicht auf sondern in Bezug auf deine Arbeit, muss ich jetzt sagen. Also schreib eine Frage auf, die vielleicht hattest du die schon länger, vielleicht kommt sie dir so in den Sinn. Und dann schreibst du einfach auf deinen Namen, Susanna, und du hast die Frage. Vielleicht kommt dir keine Frage in den Sinn, dann stellt Gott dir eine Frage. Dann schreib einfach auf, Gott, Doppelpunkt, er fragt dich heute Abend, liebe sowieso, was willst du, dass ich dir tue in Bezug auf Arbeit? Also ich habe jetzt gerade ein Fallbeispiel gemacht von mir selber. Zum Beispiel habe ich gesagt, Leo, das ist nur ein Beispiel, warum ist die Arbeit so langweilig? Zum Beispiel, es kann sein, dass jemand hat eine Arbeit, die ist langweilig. Nicht meine Arbeit, die ist nie langweilig, sind ja mit Menschen, die ist immer spannend. Also es kann jetzt sein, dass jemand hat eine Arbeit und sagt, warum ist meine Arbeit so langweilig? Und dann habe ich das Gefühl, dass Gott die Frage stellt, warum ist es dann langweilig? Und so gibt es wie ein Dialog. Also ein Dialog besteht ja daraus, du sagst einen Satz und dann machst du Gott Doppelpunkt und du schreibst einfach das auf, was dir als erstes ganz spontan in den Sinn kommt. Und das Spannende ist, schreib es einfach auf. Du musst nicht darüber nachdenken, ob das Gott gesagt haben könnte, sondern schreib einfach auf, was dir in den Sinn gekommen ist. Auch hier drinnen im 50er-Setting, wenn du nicht weißt, mit was für einer Frage, dass du beginnen sollst, dann schreib einfach auf, Gott Doppelpunkt, er fragt dich heute Abend, was willst du, dass ich dir tue? Schreib diese Frage auf und dann schreib auf, was dir spontan in den Sinn kommt in Bezug auf Arbeit. Und dann schreibst du wieder, was du denkst, dass Gott für eine Antwort gibt. Und also am besten funktioniert es, wenn du nicht lange überlegst, weil wir haben gebetet, dass der Heilige Geist zu uns spricht und deswegen vertrauen wir darauf, dass das, was dir in den Sinn kommt, dass das der Heilige Geist ist, der durch deine Gedanken spricht. Also lass uns ein paar Augenblicke Zeit nehmen und das ist eine Art und Weise, wie Gott auch spricht.
Also über Arbeit könnte ich jetzt noch viel schreiben. Das geht dir vielleicht genauso. Ich habe sie gefragt, ob sie das vorlesen kann, den Dialog, den sie geschrieben hatten. Also gesagt, nee. Lieber nicht. Und das muss ein ganz spannendes Platz sein. Also was ich damit sagen will, vielleicht geht es dir ja genauso, dann weißt du bereits, was du morgen früh in deiner Zeit mit Gott oder morgen Mittag oder morgen Abend oder morgen, wann immer du Zeit hast oder vielleicht auch heute Abend noch, wenn wir hier zu Ende machen, kannst du diesen Dialog einfach ungeniert weiterführen und übrigens auch mit jedem anderen beliebigen Thema einfach anfangen. Die einfachste Frage für mich ist, wenn ich aufschreibe, Gott, Doppelpunkt, der mir sagt, was willst du, dass ich für dich tue, da fühle ich mich immer abgeholt. Genau, jetzt haben wir schon 3 Bereiche zusammen angeschaut und den Heiligen Geist eingeladen. Es ist mega wichtig, dass du es aufschreibst, weil das sind unsere To-Dos für dieses Jahr. Du wirst merken, am Ende sind es 5 Punkte. Das hört sich nach wenig an, aber das dann auch umzusetzen, ist ein ganz anderes Thema. Bei mir ist das so, ich habe das schon gestern in der Predigt erwähnt, bei mir ist das Jammern, ist bei mir ein großes Thema in diesem Jahr, wo ich merke, es hat auch mit meiner Arbeit zu tun, dass ich manchmal über Dinge jammere, die vielleicht nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Und das ist für mich ein Riesenthema. Es ist ein Jahresprojekt, kann man sagen. Und ich bin dankbar, dass Gott nicht nur mehr offenbart hat bei diesem Bereich, weil das muss man auch dann auch noch umsetzen. Das ist dann ein anderes Thema. Wir haben noch 2 Punkte, die wir durchbeten möchten, was über Visionen geht. Und das ist in unserem Next Step Rat die Ressourcen, das sind ja die Finanzen, aber auch unsere Talente. Und das finde ich auch mega interessant, weil wir sind ja Gefäße für Gott und wir wollen ja auch unser Leben, unsere Finanzen zur Verfügung stellen, dass das Reich Gottes gebaut werden kann. Und ich finde, diese 2 Punkte finde ich immer so eine Challenge, die Finanzen, weil man oft das Gefühl hat, irgendwie, oh, ich muss schon wieder geben. Aber es ist etwas, wo ich mir jedes Jahr mich hinsetze und zu Gott sage, es gehört am Ende vom Tag sowieso alles Gott. Ich bin ja nur ein Verwalter, aber ich möchte ein guter Verwalter sein, ein guter Manager sein. Und auch am Ende vom Jahr erleben können, dass Gott Dinge multipliziert hat. Und ich finde es auch wieder etwas, was wir ganz, ganz einfach machen können jetzt auch. Ich möchte euch leiten, wie ich das mache. Bei den Finanzen ist wieder so, dass ich meine Augen schließe. Ihr könnt es, ihr müsst es nicht immer, sonst jedes Gebet immer Augen zu, aber eigentlich kann es so machen. Ich zeige euch ganz kurz, wie ich das mache, wenn es um die Finanzen geht am Anfang vom Jahr. Da sage ich, Heiliger Geist, hier bin ich. Die Finanzen gehören nicht mir, das hast du Gott mir anvertraut. Ich danke dir für den Lohn, das Gehalt, das ich überhaupt habe. Auch das ist ein Wunder, dass ich überhaupt ein Gehalt habe. Ich bin dankbar, dass ich eine Anstellung habe, dass ich weiß, ich habe eine Anstellung, ich bin in der Schweiz, ich habe ein ganzes Netzwerk von Versicherungen. Ich mache mir das alles bewusst, wie gesegnet ich eigentlich bin. Das ist krass, das hat nicht jede Person. Das haben wir. Wir denken, das ist normal, das haben alle. Nee, ich mache mir das bewusst. Ich bin gesegnet durch Versicherungen. Ich habe ein Zuhause, ich habe ein Gehalt, ich darf Steuern zahlen. Das ist auch ein Kompliment. Wow. Viele können keine Steuern zahlen, sie haben kein Einkommen. Und ich sage dir Gott für alle diese Dinge einfach so Danke. Und dann sage ich, Heiliger Geist, was ist der Betrag, den ich dieses Jahr spenden soll? Oder gibt es Menschen, die meine Unterstützung in meiner Zeit, in meinen Talenten gebrauchen? Das ist mal der Finanzbereich, wo ich die Frage stelle. Und dann höre ich einfach auf das, was Gott mir sagt. Es kann eine Zahl sein, es kann ein anderes Konzept sein, wo Gott sagt, investiere dieses Geld in das. Es kann auch ein Investment sein. Es kann eine Idee sein, die du plötzlich hast. Ich hatte dieses Jahr eine Idee, die hatte ich noch nie auf meinem Radar, wo ich merkte, das sprengt meine Finanzen. Es gehört dir anyhow alles Gott. Und ich stelle einfach eine Frage und bin mega offen, was ich höre. Aber man kann auch schockiert sein, was man hört. Aber anyhow, am Ende vom Tag gehört alles Gott. Und dann höre ich einfach, was ich höre, schreibe ich auf. Ich mache es nicht zu kompliziert. Es kann ein Gefühl sein, es kann akustisch was sein, es kann eine Angst sein, eine Blockade sein. Ich schreibe es einfach auf. Und dann das Zweite, das sind die Talente, die Fähigkeiten, die Gott uns anvertraut hat. Ich meine, wir haben ja so viele Optionen, was man machen könnte
in der Schweiz zum Beispiel, im ICF oder wo auch immer, spielt keine Rolle wo. Ich sage, ich habe nicht unlimitiert Zeit, aber ich möchte die Fähigkeiten, die du mir anvertraut hast, für dein Reich investieren. Und ich lege meine Talente genauso Gott hin. Ich habe das Talent nicht ausgesucht, Gott hat es mir anvertraut. Ich mache mit dem ein Statement, plane mich Gott, öffne Türen, überrasche mich mit Dingen, die hatte ich nicht auf dem Radar. The Hour of Prayer hatte ich letztes Jahr nicht auf dem Radar, kam dank Corona. Gott hat uns überrascht, Gott hat uns gesegnet, uns gechallenged, unser Haus verändert. Und einfach diesen 2 Fragen nehme ich mir einfach Zeit und ich höre, was Gott mir sagt. Und dann nehme ich einen Stift oder das Smartphone, ich schreibe es auf und ich weiß, das ist der Challenge, die Vision, die Gott mir gibt für dieses Jahr. Und das Schöne ist, dass so bleibt unser Glaubensleben dynamisch. Verstehst du? Ich gebe nicht 10%, das ist einfach mal das Eintrittsgeld im Himmel. Sorry, nicht im Himmel. Aber es ist so, sorry, jetzt habe ich was falsch gesagt. Einfach, das ist ja anyhow, das gehört sowieso Gott. Von dem spreche ich schon gar nicht. Aber wenn man Gott uns challenged, und ich bin jetzt über 50 Jahre jung, es haltet uns lebendig, dynamisch. Dein Glaube wird nicht eingerostet. Wer rastet, der rostet. Verstehst du, was ich meine? Es muss dynamisch bleiben. Und das lieben wir nicht, aber das Resultat ist, wir sind on fire für Jesus. On fire in den Finanzen. Darum halte ich dieses Gebet hin. Man kann einfach den 10. zahlen, das ist erledigt. Aber das ist zu wenig dynamisch. Das ist zu wenig Reich Gottes. Es gibt noch viel mehr. Und was ich spannend finde, ist, währenddem du jetzt zum Beispiel gesprochen hast, ist mir dieses Wort Talente so rausgestochen. Dir sticht vielleicht ein anderes Wort raus oder bei dir klingt ein anderes Wort an oder ein anderer Satz. Du weißt nicht, was damit gemeint ist, aber dann schreib das auf. Schreib einfach vielleicht diesen einen Satz, dieses eine Wort, das heute so in deinen Ohren klingt. Schreib das einfach auf, weil du hast ja noch Zeit, morgen, übermorgen, um dem nachzugehen. Gott, was möchtest du mir sagen? Warum spricht mich das Wort Talente heute Abend so besonders an, wenn in Bezug auf Ressourcen zum Beispiel? Und so kommst du ins Gespräch mit Gott und er kann dir seine Gedanken darüber zeigen oder dir zeigen, warum dieses eine Wort oder dieser Satz bei dir anklingt. Wir hatten ja schon vor 2-3 Jahren haben angefangen, einen Minimalistik-Lifestyle zu leben. Auch wenn Leute sagen, hast du eigentlich nur eine Adidas-Jacke an, immer die gleichen Schuhe. Ja, wir haben uns getrennt von mega viel Schuhen. Ich habe noch 3-4 Schuhe, that's it. 3-4 Jeans, that's it. Weil ich gesagt habe, wenn ich weniger einkaufe, kann ich auch mehr spenden. Ist ganz, ganz einfach. Und ich habe gemerkt, ich habe von allem zu viel. Und es tut uns Schweizer nicht so schlecht, ein bisschen zu reduzieren, um auch einfach zu geben. Das ist zum Beispiel ein Challenge, den habe ich von Gott bekommen. Und das ist interessant, das löst immer etwas aus in dem Sinn. Es ist nicht so ganz einfach, gell, wie sich das anhört. Aber es löst etwas Gutes aus. Und darum, wenn man den Geist Gottes einlädt, in all diesen Punkten gibt er die Vision, versteht ihr? Nicht ich spanne Gott in meine Vision ein, sondern Gott spannt mich in seine Vision ein. Und das ist ein ganz anderes Bild. Lass uns nochmals einen Worship-Song singen und dann werden wir enden mit dem letzten Punkt, wo wir Gott einladen, eine Vision zu geben. Und online kannst du ja voll mitsingen und da bei uns könnt ihr auch, wie auch immer ihr das macht. You're so good, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
You're so good to me. Für das Letzte, was wir beten wollen, möchte ich euch online oder live gerne einladen, aufzustehen. Das ist unser letzter Punkt noch, den wir zusammen beten möchten. Das ist die Gesundheit. Darum Gesundheit gleich stehen. Genau, ihr könnt auch zu Hause auch stehen. Das lohnt sich anyhow. Und Gesundheit ist auch etwas, wo ich merke, es gibt ja viele Tipps, was man machen könnte und machen sollte. Aber ich finde es auch da interessant, einfach Gott einzuladen, dass er dir eine Vision gibt. Was könnte der nächste Schritt sein in diesem Jahr bezüglich Gesundheit? Und Susanne, du hast ein interessantes Gebet ausgesucht für Gesundheit, wie wir Gott fragen können. Genau, das ist das SOS-Gebet. Das bedeutet, du machst einfach ein Gebet. Wir haben gestern schon um Heilung gebeten. Wir machen morgen nochmal im Hour of Prayer, gehen wir nochmal auf das Thema Heilung ein. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist jetzt heute Abend, aber was mir in den Sinn gekommen ist, ist ein Satz von einer über 80-jährigen Frau, die wir letztes Jahr vorletztes Jahr auf dem Jakobsweg getroffen haben. Und sie hat den Jakobsweg gelaufen, so wie wir, und ich habe zu ihr gesagt, wow, du bist aber extrem fit, dass du diesen Jakobsweg noch gehst. Dann hat sie gesagt, nein, man muss nicht fit dafür sein, man muss gesund dafür sein. Und wenn du dir jetzt einfach mit diesem Bild eine Vorstellung machst, wie bist du, was löst es aus, dann bete ich und sage, himmlischer Vater, hier stehe ich. Hilf mir, dass ich gesund bin. Mit dem, was ich esse, mit dem, was ich über mich spreche und mit dem, was ich in mich hineinlasse, mit meinem ganzen Sein. Offenbare du dich, ich möchte gesund sein. Und ich nehme jetzt alles, was krank ist, an Gedanken, an Essverhalten, an Bewegungsverhalten, nehme ich. Und ich gebe es dir ab. Und ich empfange Gesundheit für mein Leben. Dass von heute an Gesundheit, gesundes Denken, gesundes Handeln, gesundes Verhalten mein Leben bestimmt. Und ich nehme dieses Gebet, so einfach wie es tönt, im Namen Jesus Christus, für mich in Anspruch. Amen. Amen. Ihr dürft auch stehen bleiben im 50er-Setting. Wir kommen bald zum Ende. Also, wir haben 5 Dinge durchgebetet über Visionen und vielleicht ging es eine für dich viel zu schnell. Man kann ja nicht alles so in die Tiefe gehen. Dann nimm das einfach nochmals an Raster und du hast jetzt verschiedene Modelle gehabt, das SOS-Gebet, den Dialog mit Gott, das hörende Gebet. Man kann das alles einbauen, aber wichtig ist einfach das, was du gehört hast. Schreib es auf. Wer schreibt, der bleibt. Damit du nicht vergisst, was sind die Visionen Gott in diesen Bereichen. Es gibt natürlich auch ein Mandat, eine Vision, das ist über diesen Dingen, wo du merkst, das ist der Schwerpunkt in diesem Jahr. Es gibt immer einen Schwerpunkt und das sind auch noch verschiedene Nuancen. Wenn man das konsequent in die Agenda einfüllt und einfügt, dann weißt du am Ende vom Jahr, du bist weiter als in diesem Jahr mit diesem Gott im Himmel. Ja, und auf unserer ICF.app findest du auch noch heraus, dass eins oder andere Thema auch diese Woche noch vertieft wird. Also wir haben ja jeden Abend wieder diesen Gebetsabend bis am Donnerstag oder über den Mittag auch Gebet mit Zoom. Alle Informationen findest du auf unserer ICF.app-Seite. Und genau da hast du auch die Möglichkeit, noch das eine oder andere Thema zusammen mit uns zu vertiefen. Also sagen Tschüss von uns bis morgen Abend. Ciao, ciao. Mach's gut. Mikrofon. Also, ich möchte euch Danke sagen, dass ihr gekommen sind.